Was schaust mich nur so an? Ich kauf meine Kleider halt im Brocki. Ja, sieht gut aus, Hipster-Buben-Modus. Neue Kleider, oh, da kotze ich. Ich laufe in den Club, sage wappeli babbeli büpp. Habe einen ganzen Fuchs an, den habe ich mir im Brocki geschnappt. Schau mal, wie weich der ist, schau mal das Fell an und die Leute können es nicht glauben. Was? Den Mantel hast du aus dem Brocki? Ja, den habe ich aus dem Brocki, wie alles aus meinem Kleiderschrank. Auch meine Unzgi kaufe ich mir aus zweiter Hand. Wieso sollte ich die neu kaufen? Den Mädchen gefällt's. Das Einzige, was ihnen nicht so passt, ist halt der Gestank. Bremsspuren. Aber das ist ihnen egal, wir haben nachher gleich Sex. Ein Klüpperli auf die Nase, Augen zu und hopp den Besen. Mit meinen alten Kleidern kann ich Mädchen wie Bücher lesen. Wibi, sie schmücken eben ihren Vater. Aber eigentlich habe ich den Pelz von ihrem Grossvater, vom alten Opa Waldemar. Der Pelz, der ist wunderbar. Auch wenn er stinkt wie ein toter Fuchs nach 100 Jahren. Hat noch ein paar Flöhe drin, schütteln die Jacke. Doch für eine richtige Hipster-Party brauchst du eigentlich Franzle. Und ein Casio-Keyboard und einen schlechten Pulli. Und irgendein Müsterli-Liebli, Wakeboarden! Willst du in der Szene sein, musst du in American Apparel. Natürlich brauchst du ein Hirschgeweih, hipstermäßig das nächste Level. Und kaufst die falschen Tuschis, schau jetzt die komisch an. Bub, ist das dein Ernst? Oh, das sind aber nicht Nike Roshi Run. Schaut ihn nicht so an, er kauft seine Kleider halt im Brocki. Er hat viel mehr Style als ihr, weil er liebt die fette Alte. Ich stehe auf den Hipster-Bub, er erinnert mich an meinen Papi. Wenn du machst mit der anderen, dann hock ich auf dich drauf und lass einen fahren wie nach einer Lasagne. Ja, ich weiss, es ist verrückt, die Frauen drehen durch. Alter Lumpenstyle, das ist, wovon ich schnurre. Und rührst Kleider in die Kleidersammlung, nützt dir nichts, wir holen es raus. Wir verstecken uns im Altkleidercontainer. Der Schlawiner hat sie rausgeholt. Schaut dir das coole Hemd an, das ist pures Gold. Und jeder Fan von alten Kleidern weiss auch, es darf nicht sein, dass Kinder in Afrika plötzlich noch mehr Style haben als wir. Hipster-Regel Nummer 1, wenn es alt ist, dann ist es geil. Regel Nummer 2, furzen im Batman-Einteiler, das ist grusig. Pfui, willst du meine Regeln nicht annehmen, dann schlecken wir am Söcken, aber Vollgas. Wird einfach schwierig, dass du ernst genommen wirst an der Langstrasse. Du wirst nicht ernst genommen an der Langstrasse. Bist nicht dabei. Sexy. Hast du gemeint, ich arbeite mit neuen Geräten? Nein, ich arbeite mit den alten. Du wünschst dir auch, dein Grossvater hätte behalten. Geh weg mit Krawatte und Hemd, kannst grad wieder gehen. Schau uns an, wir sind alle einzigartig da. All die Rollmützen und Vintage-Sachen haben wir schon lange vor dir angehabt. Ja! Was? Ein hat's gleich Hemd wie ich, analoge Kamera. Solche alte Fotos werden doch viel besser und ein bisschen mit Unschärfe, mit einer Leica. Warte. Wieso hat kein Hipsters da? Ah ja, wir sind ja da Kaufleute. Ah ja, genau. Ich stehe auf schöne Kleider, ich will nicht aussehen wie ein Penner. Für mich, das sind Kindergärtner, schöne Kleider sind für Männer. Mein Anzug ist rosarot, ich habe ihn Pegaset geholt. Meine Gurt ist Yves Saint Laurent, das ist Marke, wo viel kostet. Ich bin ein reicher Mann. Bin jeden Tag viel Taxifahrer. Schau mich an, ich fahr auch ein grosser Boot. So ein Hipster kann sich nicht leisten, da ist Motorsport. Schau uns nicht so an, wir kaufen Kleider halt nicht im Brocki. Für uns gute Kleider müssen auch kosten. Nein, muss kosten. Das ist doch einfach nur logisch.